Moin! Das Woche sind die Insekten und Wildbienen um Tour. Wir wollen uns genau darüber informieren. Voilà, moi, ich kann mir dir ein Spitzwegerich zuläuft, wenn man gepickt geht von einem Insekt. Mittwoch möchte Nicole mir dir, also, es interessiert sich für den Unterschied zwischen der Honigspei und der Wildbei. An den Donnerstag möchte Nicole mir dir hat du flotte Gedanken gemacht, wie ein Insektenhotel anders ausgesehen. An der Freude möchte François mir dir den Quiz, wie Ball all. Voilà, mein Frau Haut, wie wichtig oder unwichtig, als so ein Insektenhotel. Das sind als richtig schön bewohnt. Komm, ich immer mit nur. Guck. Da sind ganz viele Löcher zu. Da sind Babyen dran für das nächste Jahr. Voilà. Guck mal, du hast auch noch so einen Kandidat. Fühlt sich gestört von mir. Voilà. Was geschieht, wenn man keinen Wildbienen mehr hat? In China ist es schon so weit. Es gibt keine Wildbienen mehr oder überhaupt Bienen und die Menschen müssen selber an die Bäume klammen, für die Bienen zu bestäuben. Die Wildbienen brauchen just Natur. Es gibt verschiedene Sorten Bienen und jeder baut eine andere Tasche. Hier zum Beispiel Zigarrenwicklerin, sie wickelt ihr Tier an ein Blatt an. Der Pillendreher, den dreht dicht ein Kugel mischt, buddelt es an den Boden und legt da sein Ei drauf. Die Blattschneidebiene, die mischt dicht ein Hählchen an den morschen Baum, schneidet dann mit ihrem Mund Stücke aus einem Blatt raus, mischt du mit der Nast an die Hählchen, da legt sie Pollen dran, und wenn sie dann schön die Ast gemacht hat, dann legt sie Tee oben drauf und mischt das zu. Das zweifarbige Mauerbei, die benutzt einfach ein eitel Schlegenhaus. Sie mischt dicht den Pollen dran, weil sie da mit die kleinen Larven ernährt, legt ein Larv drauf und mischt dann eine komplizierte Geschichte für die Tasche zuzumachen. Also, bleibt froh. So? Oder ein Insektenhotel? Wäre das besser? Natur geht sicher gut eins. Wenn es aber ist, für sie zu beobachten, die Tierchen, dann ist so ein Insektenhotel eine gute Sache. Weil guckt nimmer daran, können wir genau beobachten, wie sie leben. Lasst euch überraschen, den Rest von der Woche kriegt ihr noch ganz viel Informationen.